Ganz herzlich willkommen zu dem Online-Gottesdienst. Leider zum letzten Mal so aus dem Studio, wie wir es uns jetzt gewöhnt sind. Aber trotzdem, hey, mega cool, dass du dich mit uns verbunden hast. Wenn wir jetzt nicht gleichzeitig miteinander da sind und auch an verschiedenen Orten sind, so haben wir doch den gleichen Gott, der uns alle zusammen verbindet. Als Vorstand, auch als Staff, hat es uns in der letzten Woche sehr bewegt, gerade so aus dieser Corona-Zeit heraus. Wie können wir noch besser, auch mit Top-Qualität, die gute Botschaft von Jesus austragen, dass über das Internet viele Menschen, die vielleicht noch nicht bereit werden, in den Gottesdienst zu kommen, aber dass sie von dieser Botschaft hören können. Wir haben unsere Infrastruktur, die wir im Saal haben, ist leider noch nicht ready für die heutige Qualität, für die heutige Auflösung. Aber wir haben ein Projekt gestartet und wenn alles klappt, werden wir nach der Sommerferien wirklich in neuer Qualität streamen und auch aufnehmen. Leider müssen wir jetzt in der Sommerferien noch ein bisschen zurückbuchstabieren. Danke für euer Verständnis und wir freuen uns sehr, wenn wir durchstarten können. Und du sagst, hey, so cool, da könnt ihr vielleicht gar noch ein Teil werden davon. Ihr dürft euch mega gerne melden. Wir brauchen Leute für das neue Team, das wir hier am Aufbauen sind. Du kannst dich gerne melden an die E-Mail-Adresse info@bucheck.church. Bevor wir die Predigt von Manu Weiss hören über Familie in Bestform, möchte ich einfach noch beten. Jesus, ich möchte dir gerade danken, dass wir in dieser Corona-Zeit einfach online Schritt machen können, dass wir neue Kompetenzen uns erwerben, dass wir merken, ganz neu, was für eine riesige Chance darin liegt, wenn wir Menschen die gute Botschaft von dir bringen, die vielleicht gar noch nicht bereit wären, zu uns ins Gebäude zu kommen. Und Jesus, wir auch bitten, dass wir wirklich erfolgreich sind in diesem Projekt, dass wir Weisheit haben, was braucht es nicht. Wir bitten dich für alle Ressourcen, finanzieller, aber auch gerade personeller Art, dass wir einfach die richtigen Leute finden, die das auf dem Herz haben, dass wir wirklich eine mega coole Arbeit aufbauen, dass die Botschaft von dir viele Menschen erreichen kann und dass schlussendlich wirklich viele Menschen dich, Jesus, kennenlernen können. Danke, dass du gerade jetzt auch einfach bei uns bist, zu uns möchtest reden, durch die Predigt, Herr, durch Familie in Bestform. Herr, wir wünschen uns, dass einfach da, wo wir als Familie unterwegs sind, dass wir wirklich noch mehr zur Bestform auflaufen, weil du das Zentrum bist und weil du uns zeigst, wie Familie wirklich gelebt werden soll. Herr, wir öffnen einfach unsere Herzen, wie du parat hast. Amen. Danke vielmals, Stefan. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Situation am Morgentisch, die viele von euch wahrscheinlich auch kennen. Da hat es 10 Playmobil-Rössli auf dem Tisch, aber 2 von meinen Kindern streiten sich genau um das eine Rössli. Und Sissi, meine Frau, will die Situation beruhigen und niemand hört zu. Und dann kommt der bekannte Satz, den alle Frauen kennen: «Schatz, kannst du auch mal etwas sagen?» Und dann denke ich so, hey, in meiner Weisheit werde ich jetzt den Streit lösen und sagen, wer von euch hat das Playmobil-Rössli zuerst gehabt? Super, natürlich, beide sagen, ich habe es zuerst gehabt und unsere Morgenruhe ist definitiv vorbei. Ich habe es nicht geschafft, den Streit zu schlichten. Ein paar Minuten später geht der Streit weiter, man streitet um das Morgenbrot, das feine Stück Zopf reisst abeinander. Ich ärgere mich immer mehr. Nach dem Morgen nochmal ein Streit um ein Playmobil-Rössli und da packe ich meinen Ältesten und zerre ins Zimmer und sage, so, jetzt bleibst du da in deinem Zimmer inne. Er ist natürlich frustriert, weil er sich ungerecht behandelt fühlt, weil ich ihn so angelangt habe und fängt an, Sachen im Zimmer herumzuschiessen. Und spätestens dann habe ich realisiert, hey, ich habe Öl ins Feuer geschossen, wo es gar nicht nötig gewesen wäre. Ich bin an meine Grenzen gekommen. Ganz ehrlich, ich habe mir ja Familienleben ganz anders vorgestellt. Ich habe so gedacht, hey, Familie bedeutet, hey, die Kinder machen ihre Aufgaben zuerst, wenn sie heimkommen von der Schule, weil wir haben ihnen ja beigebracht, hey, Lernen kann auch Spass machen. Und dann sagen sie, Papi, komm, wir gehen shooten. Nicht nur, weil sie gerne Fußball spielen, sondern weil ich vor allem gerne Fußball spiele. So habe ich mir das vorgestellt. Und wenn es mal einen Streit gibt, dann komme ich rein und sage, hey, weisst, Nico, am Ältesten, hey, teilen ist etwas mega Schönes. Weißt, nicht nur für andere, sondern es macht auch dich selber glücklich. Aber eben wie gesagt, die Realität sieht völlig anders aus, auch bei uns zuhause.
Und ich verwünsche mich immer wieder mal, wenn ich die Emotionen verliere und denke, jetzt mach einmal, was ich schon 1000-mal gesagt habe. Und so gehen die Rössli durch. Wohlgemerkt, es geht ja dann bei diesen Sachen auch nicht immer darum, was die Kinder machen sollen, was ihnen zum Besten dient, sondern ich will meine Morgenruhe, ich will, dass aufgeräumt ist in den Zimmern, ich will das machen, was ich gerne mache. Es geht um mich, neben den Kindern. Ich will vorzeigen, Kinder. Und man spürt aus diesen Situationen einfach raus, hey, wie es der Schweizer Kinderpsychologe Philipp Ramming mal gesagt hat, Erziehung ist Scheitern in Raten. Ja, wir reden heute über Erziehung, Familie in bester Form und auch eben über das Scheitern. Und bevor dass du jetzt sagst, hey, ich habe keine Kinder, ich habe keine Teenager bei mir daheim, ich glaube, Erziehung betrifft uns alle. Wir sind von unseren Eltern geprägt worden, positiv oder negativ. Erziehung hat einen Einfluss auf unser Leben. Wenn du an Gott glaubst, dann ist Gott dein Vater. Und die Bibel sagt, er erzieht uns, weil er uns liebt. Und auch in unserer Church, ich glaube, wir alle, wir sagen, hey, wir haben ein riesen Herzensanliegen, dass die Kinder, die bei uns in der Kirche sind, die Jugendlichen, die bei uns in der Kirche sind, dass sie zu gesunden, zu reifen Persönlichkeiten werden, wo Jesus voll und ganz vertrauen können in ihrem Leben. Aber es geht noch weiter im Thema Erziehung. Die Bibel sagt sogar, wir alle sollen Väter und Mütter im Glauben werden. Wir sollen Menschen werden, die andere begleiten, die andere ermutigen. Erziehung ist ein mega grosses Thema und ist ein riesiges Privileg, dass Gott uns das anvertraut. Aber es konfrontiert uns eben auch mit unseren Schattenseiten. Es gibt vermutlich so zwei Extreme in der Erziehung. Es gibt so Kontrollenerziehung und gibt die Erziehung, hey, mach das, was du für gut empfindest. Kontrollenerziehung, ich versuche das Kind im Griff zu haben, damit es mal gut rauskommt. Wir würden das nie so sagen, aber eigentlich haben wir riesige Erwartungen an uns selber. Wir sind die besten Erzieher, uns wird es sicher gelingen. Und weil das nicht der Fall ist, in allen unseren Leben, führt die Kontrollerziehung oft zu Heuchelei, man muss etwas vorspielen. Es führt zu Frust, Kinder rebellieren und es führt nicht selten auch zu aggressiven Worten, zu psychischer Gewalt oder auch zu körperlicher Gewalt. Demgegenüber ist so ein bisschen laissez-faire Ansatz. Da hat man nicht riesige Erwartungen an sich selber, aber man hat riesige Erwartungen an das Kind. Das Kind hat alles, was es braucht, um sich zu entwickeln, zum gross werden. Es muss nur ein bisschen neugierig sein und viel lernen und dann kommt es schon gut raus. Und erstens ist das nicht so. Das Kind braucht unsere Erziehung und zweitens, das Kind fühlt sich allein gelassen im Ganzen. Die Bibel zeigt uns, es gibt einen Weg zwischen dieser Kontrollenerziehung und der Resignation oder einem guten Glauben, dass alles schon im Kind drin liegt. Die Bibel zeigt uns einen anderen Weg, wo ich überzeugt bin, er wird uns helfen, wo Kinder erziehen. Kinder dürfen erziehen mit grossen Zielen, auch wenn wir wissen, dass wir unfähig sind, überall zu erfüllen und das Richtige zu tun. Und ich glaube, dass das Evangelium uns einen Weg gibt, wo uns das Evangelium zeigt, hey, wie wir mit Sünde, mit Scheitern umgehen und wie Gottes Gnade auch in der Erziehung drin ist. Und dann glaube ich, die Bibel zeigt uns etwas, nämlich, dass wir Gott repräsentieren können in der Familie. Dass wir Repräsentanten sein von Gott für unsere Kinder. Wir kennen die Repräsentation aus dem Sport. Der Nico selber hat so ein Brasilien-Liebli, wie man da hinten sieht. Und Fußballer sind Repräsentanten von ihrem Land. Brasilianer wissen das. Sie sind natürlich Repräsentanten vom eleganten Spiel, von der Spielfreude, von der Ballkunst. Aber sie wissen auch, hey, wenn wir verlieren, dann stürzen wir das Land in eine Krise hinein. Und Gott sagt, hey, ich will, dass du ein Repräsentant bist von mir. Jemand hat mal ein Lied geschrieben, das heisst, hey, wir als Kirche, wir sind Hand und Füße von Gott und von Jesus Christus. Du bist nicht Gott, du bist nicht perfekt, du bist nicht allwissend, du hast nicht alle Fähigkeiten und trotzdem sagt Gott, hey, ich kann dich berufen, dass du mich repräsentierst. Und das ist ein unglaubliches Privileg. Und bevor ich anhand der Kindererziehung möchte zeigen, wie Gott uns zu Repräsentanten macht, ist es mir ganz wichtig zu sagen, hey, Gott
möchte, dass jeder Christ zu so einem Vater, zu so einer Mutter im Glauben wird. Dass du Menschen zu Jesus hinführst. Oder dass du Menschen auf ihrem Weg zu Jesus begleiten tust. Und Gott lässt uns nicht erwachsen werden, damit wir nachher als mündige Menschen einfach unsere Freiheit geniessen. Erwachsen sein ohne Verantwortung führt zu Stillstand. Das ist ganz, ganz wichtig. Erwachsen sein ohne Verantwortung übernehmen führt zu Stillstand. Wir werden zu ungenießbaren Menschen. Gott hat uns die Reife gegeben und uns erwachsen werden lassen, damit wir wieder für andere Menschen da sein können. Und vielleicht hast du keine Kinder, aber du hast Enkel, wo du helfen erziehen. Oder du sorgst für deine Eltern, die pflegebedürftig sind. Oder du sagst, hey, ich bin im Kigo tätig oder bei Uptown oder bei Royal Rangers und du prägst etwas von Gottes Wesen und Gottes Charakter im Leben von anderen Kindern. Du kannst ein Botschafter sein von unserem Vater im Himmel für andere Menschen. Was bedeutet jetzt das für Kindererziehung? Wir lesen im Epheser 6, 1-4, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Der erste Gedanke ist der, hey, du repräsentierst den Vater im Himmel, indem du für deine Kinder sorgst. Das Wort Erziehung in dem Text bedeutet eigentlich ernähren oder liebevoll sorgen. Und Gott ist eigentlich unser Versorger, aber im Fall der Kinder gibt er den Kindern Eltern. Es ist nicht so, dass Gott den Eltern Kinder gibt, sondern umgekehrt. Gott gibt den Kindern Eltern, dass sie wie Gott sind für die Kinder. In aller Liebe, in aller Fürsorge, in aller Versorgung. Und so wie Gott uns liebt und ermutigt, gibt er Eltern, die Kinder lieben und ermutigen. Wir haben das vom Luca gehört, vor 2 Wochen, dass Gott sein ganzes Wesen in der Unterschiedlichkeit zeigt von Mann und Frau. Und darum so der bekannte Spruch, die Umarmung von Mami schenkt den Kindern Zuneigung, aber die Umarmung von Papi schenkt den Kindern Sicherheit. Und so kommt Gottes Wesen im Papi und in Mami zum Tragen, seine Liebe, seine Ermutigung. Und schau, so ist es ja doch auch in der Kirche, in der Familie von Gott. Gott setzt Väter und Mütter im Glauben, die Leben hineinsprechen ins Herz von Menschen. Ermutigung, hey, ich glaube dich, du kannst es. Hey, Gott wird mit dir sein. Mach das Mutige. Ich bete für dich. Und so das Leben hineinsprechen. Wie es der Stefan gesagt hat vor ein paar Wochen, hey, wir sprechen Leben in Menschen, so wie Jesus das auch da hat, als er da auf Erde war. Und darum möchte ich speziell den Vätern sagen, hey, bist für deine Kinder da, so wie Gott für uns jeden Tag da ist. Deine Tochter hat nur einmal den ersten Schultag. Dein Sohn hat nur einmal seinen ersten Wettkampf. Und wenn du kannst dabei sein und sie anführen und ihnen eine Wertschätzung geben, spüren sie, hey, wow, auch Gott ist da für mein Leben. Und ich möchte dir als Papi noch eine Aufgabe geben, wenn du noch Kinder hast, die daheim sind, kleinere Kinder. Hey, verbring ein Wochenende mit deinen Kindern allein. Liebe Frauen, danke vielmals. Frauen schätzen das enorm, wenn sie mal ein Wochenende frei haben können. Und vor allem, du kannst deinen Kindern da sein. Mit ihnen aufstehen, Kleider auswählen, kochen, auf den Spielplatz gehen und sie am Abend ins Bett bringen und sie spüren, mein Papi ist da für mich. Du repräsentierst Gott, indem du deine Kinder versorgst. Der zweite Gedanke ist, du repräsentierst den Vater im Himmel, indem du deinem Kind Jesus nachbringst. Das heißt nämlich im Vers 4, erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung zu einem Leben mit dem Herrn. Ein Freund von mir hat die Herausforderung sehr prägnant formuliert, als er gesagt hat, hey, wir fördern unsere Kinder ab 2-jährig mit Lernspiel. Wir probieren ihnen die beste Schulbildung zu ermöglichen. Wir unterstützen sie, dass sie im Sport, in der Musik, Kreativität brillieren. Wir hoffen, dass sie gute Freunde finden, setzen alles dran.
Dabei wäre unsere wichtigste Aufgabe als Eltern, dass wir sie zu Jesus hinführen, dass sie Jesus gern überkommen und Jesus vertrauen. Die wichtigste Erziehungsaufgabe, die steht schon im Alten Testament, im 5. Mose 6. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe in eurem Herzen, schärft sie euren Kindern ein. Und dann im Neuen Testament heißt es vom Timotheus, von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Weißt du was, wir sollten uns nie schämen, um mit unseren Kindern über Jesus zu reden, Geschichten erzählen aus der Bibel, schwärmen von dem, was Jesus uns bedeutet. Wir sollten uns für das nie schämen. Wie machen wir das ganz praktisch als Eltern? Das erste, glaube ich, so der Klassiker, seit Hunderten von Jahren, erzähl deinen Kindern die Geschichten aus der Bibel. Vorlesen ist eine Möglichkeit, aber wenn du selber so lebendig kannst erzählen, ist noch viel besser. Und ich glaube, du kannst das. Du kannst das. Am Anfang muss man ein bisschen reinkommen, aber ich mag mich erinnern, wenn ich meinen Kindern die Geschichte erzählt habe von David, der getanzt hat vor Gott und Gott so gefeiert hat. Und seine Frau hat ihn verachtet und hat das nicht so gut ausdrücken für kleine Kinder. Und dann habe ich ihnen erzählt, wie der David so fest getanzt hat, dass man sogar seine Unterhose gesehen hat. Und dann sind natürlich die Fragen gekommen, wieso hat das der David gemacht und wieso hat seine Frau ihn verachtet wegen seiner Liebe zu Gott. Und Geschichten aus der Bibel wecken dann die Fragen schon, die Kinder haben und wo sie Gott kennen und lieben lernen. Ich denke, das kann man so vor ins Bett gehen oder wenn man auf einem Spaziergang ist, gerade wenn die Kinder nicht mehr so laufen mögen, hören sie immer gerne Geschichte. Aber auch in Situationen, wo sie vielleicht beschäftigt heimkommen von der Schule, weil sie ausgegrenzt worden sind oder weil sie jemanden beleidigt haben oder wenn sie Fragen haben zu ihren Begabungen. Dann nutzt auch die seltenen Momente, wenn ein Kind sein Herz auftut. So im Sinn, Papi, ich hatte gestern Nacht ganz fest Angst, wo es so dunkel war. Hey, wir können das so schnell überhören, wenn wir am Handy sind. Wir können so schnell kleinreden und sagen, ja, du musst keine Angst haben, der Papi ist ja da. Oder wir können anhören, hey, was hat er denn so Angst gemacht? Was ist da für ein Gedanke gekommen? Und uns mit dem Kind beschäftigen. Und wir wissen das auch als Erwachsene. Wenn wir uns einmal öffnen und unsere Ängste ein bisschen preisgeben oder unser Versagen, hey, macht so einen Unterschied, ob jemand darüber hinweggeht oder ob jemand uns zulässt. Das machen Väter und Mütter im Glauben. Sie hören zu, sie ermutigen, sie geben Verständnis. Und der letzte Gedanke, wie wir unseren Kindern helfen, Jesus kennenlernen, ist, komm möglichst jeden Sonntag in den Gottesdienst. Kinder können nicht abstrakt denken. Sie sehen unsere Beziehung in dem, wie wir handeln. Und wenn wir sagen, Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben, aber 50% der Wochenende ist am Sonntag entweder ein Fest oder Sport oder wetterabhängig. Wenn es schön ist, machen wir einen Ausflug. Wenn es regnet, kommen wir in die Church. Das sagt dem Kind, dass du Jesus nicht über alles setzt und dass es nicht so wichtig ist, ob es selber mal eine tiefe Beziehung zu Jesus hat. Und natürlich kann man sagen, es gibt noch andere Möglichkeiten, um Jesus kennenzulernen, aber machen wir es wirklich. Die Gewohnheiten sind so wichtig, dass das Kind Jesus kennenlernen kann und Jesus gerne bekommt. Du bist ein Repräsentant vom Vater im Himmel. Und dann drittens, du bist ein Repräsentant vom Vater im Himmel, indem du deinem Kind Grenzen setzen tust. Hey, ich mag mich noch so gut erinnern, wo der Nico angefangen hat zu krabbeln und seinen Finger in die Steckdose hineinheben. Und dann habe ich ihn natürlich weggezogen und gesagt, nein, das geht nicht. Kaum habe ich ihn wieder am Boden gesetzt, hat er raufgeschaut und ist wieder übergekrabbelt und hat schon wieder hineinheben. Natürlich Neugier und zu sehen, ich wollte mal schauen, was passiert. Aber als sie dann ein bisschen älter sind und eines der Kinder hinter das Portemonnaie geht von Mami und ganz bewusst Sachen abzwackt und dann sagt, nein, ich habe nichts rausgenommen, nein, das bin nicht ich gewesen. Dort merkt man, eure Kinder brauchen Grenzen. Kinder müssen lernen, andere Menschen zu respektieren. Darum heißt es in unserem Text im Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Schaut, Eltern sind auch Repräsentanten Gottes, indem sie das Gesetz sind für ihre Kinder. Nicht ihr eigenes Gesetz, sondern das Gesetz Gottes. Damit sie lernen, dass Gott Autorität gegeben hat, die sie beschützen
die ihnen dienen, die es gut meinen mit ihnen. Wenn sie es daheim nicht lernen, dass man Geschwister nicht haut, dass man grosszügig ist, dass man sich beherrscht, auch im Frust inne, dass man Geduld kann haben, dass man mithilft im Haushalt. Wenn sie es daheim nicht lernen, dann werden sie es enorm schwierig haben, nachher mit ihren Freunden oder am Arbeitsplatz oder in ihrer eigenen Ehe. Vom Adonia, dem Königssohn von David, heißt es: Noch nie in seinem Leben war er von seinem Vater ermahnt worden. Der König hatte ihn nie gefragt: Warum tust du das? Warum tun wir uns als Eltern so schwer, zum Kind Grenzen zu setzen und Gehorsam zu fordern? Wir haben es erwähnt, gewisse Eltern verstehen sich wie auf gleicher Höhe wie ihr Kind und behandeln ihr Kind, als wäre es erwachsen und überfordern es damit enorm. Andere Kinder beziehen ihren Selbstwert. Andere Eltern beziehen ihren Selbstwert von ihrem Kind. Sie wollen hören: Papi, du bist der Beste, Mami, ich habe dich so viel lieb. Und es gibt eine ungeheure Spannung in ihrer Beziehung zum Kind, wenn das Kind sagt: Du Blöde, ich will dich nie mehr hören, weil sie ihren Wert beziehen aus ihrem Kind und dass sie geliebt sind von ihrem Kind, anstatt dass sie sagen: Hey, meine Liebe, mein Wert kommt von Gott. Und Gott hat mich gesetzt ins Leben vom Kind, um diese Grenzen zu geben. Und der dritte Grund, wieso wir uns als Eltern uns schwer tun mit Grenzen, auch sonst Grenzen zu setzen, ist, weil es anstrengend ist. Du kennst das von Eltern: Wenn du jetzt nicht sofort zu mir kommst, dann droht mir etwas an, ich tue dich eine Stunde ins Zimmer und nachher guckt es dir mega an, dass du eine Stunde vor der Zimmertür musst warten, um durchzuziehen, was du gesagt hast. Oder man sagt dann: So, jetzt komm zu mir, ich zähle auf 3. 1, 2 und bei 3 passiert nichts. Und das Kind weiss es ganz genau, du kannst auf 4, auf 5, auf 6 zählen, es wird nichts passieren. Und das ist herausfordernd. Und ich glaube, ein Weg zum Grenzen setzen, wo dem Kind helfen, sind logische Konsequenzen zu geben. Und dein Kind immer wieder Bücher aus dem Gestell rauszieht, dass du es nicht einfach anschreist oder sagst: blödes Kind, sondern dass du es nimmst und sagst: Okay, jetzt musst du halt mal im Laufgitter spielen oder in deinem Zimmer spielen, wenn du nicht kannst mit dem umgehen, dass du bei uns im Wohnzimmer bist. Oder wenn deine älteren Kinder die Jacke in der Schule vergessen hast, dass du sagst: Hey, wenn es möglich ist, dann geht das Kind die Jacke wieder holen. Eine nahe, logische, nachvollziehbare Konsequenz. Anstatt dass du sagst: Ich streiche dir für eine Woche das Fernsehen oder das iPad, oder? Nachvollziehbar. Und das ist harte Arbeit. Aber es hilft uns vielleicht, gerade wenn wir uns manchmal überlegen, was gebe ich einem Kind für eine Konsequenz, die ihm hilft. Es hilft uns, dass wir nicht im ersten Moment emotional reagieren. Es hilft uns enorm, dass wir nicht die Beziehungsebene kaputt machen zum Kind. Wenn du dem Kind eine nachvollziehbare Konsequenz gibst, kannst du sagen: Schau, hey, es tut mir mega leid, dass du jetzt da durch musst. Ich kann die Konsequenz nicht einfach zurücknehmen, die ich vorher ausgesprochen habe. Ich muss und will mein Wort halten. Aber hey, ich habe dich immer noch mega gern, ich kann dir vergeben und ich helfe dir, dass es wieder gut machen kannst. Und ich glaube, so kann das Kind lernen, die Grenzen einzuhalten. Und die Bibel gibt eine Verheißung, wo es heisst: Dann wird es dir gut gehen, wenn das Kind Eltern ehrt und respektiert und du wirst lange auf dieser Erde leben. Wir sind Repräsentanten von Gott, auch indem wir Grenzen setzen. Und zuletzt, du repräsentierst den Vater im Himmel, indem du ein sanftes Herz hast. Und das ist der Gedanke, der mich am meisten auch geprägt und herausgefordert hat, auch in der Vorbereitung. Eines der grössten Probleme in der Erziehung ist unser Herz, das hart ist gegenüber dem Kind. Es ist nicht die Unreife der Kinder, es sind nicht ihre Flausen, es ist nicht einmal ihre rebellische Haltung, sondern wie hart, dass wir oft darauf reagieren. Wir fühlen uns in unserem Stolz verletzt, wir finden, ich habe ein Recht darauf, respektvoll behandelt zu werden. Und darum sagt unser Text im Vers 4, ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Ja, wie machen wir das? Sie ungerecht behandeln. Das sind die Machtdemonstrationen. Wir sagen, wenn du das noch einmal machst, dann lernst du mich kennen. Und eigentlich schüchtern wir das Kind ein. Wir schaffen Angst
anstatt dass das Kind versteht, wie es etwas machen sollte. Oder wir sagen, schau mal, wie traurig du es Mami jetzt gemacht hast. Und wir erzeugen eigentlich ein schlechtes Gewissen im Kind erzeugen und hoffen, dass das nachher wirken würde. Das Schlimmste in dieser Hinsicht, was wir machen können, ist nachher die fromme Variante. Ich glaube, Gott hat nicht Freude, wenn du das so machst. Wir wecken ein schlechtes Gewissen im Kind. Und all diese Machtdemonstrationen, die heben ja auch nicht lange hin. Also spätestens, wenn meine Kinder nachher Teenager sind, werde ich wahrscheinlich einmal so vor ihnen stehen, wenn du das noch einmal machst. Und ich weiß genau, sie haben überhaupt nicht mehr Angst vor mir. Und auch umgekehrt, Kinder merken, wenn wir sie irgendwo drücken und manipulieren, um etwas zu machen, einfach weil wir es wollen, anstatt dass es zu ihrem Besten ist. Und es braucht in unserem Herzen Kapitulation, wo wir sagen, Jesus, eigentlich kann ich es nicht. Ich habe die Fähigkeit nicht, das Herz von meinem Kind zu erreichen und zu verändern. Und ich brauche Jesus. Ich glaube, dass Gott uns ganz bewusst als Eltern in die Position hineinbringt, auch um unser Herz zu erreichen. Damit wir merken, hey, Regeln verändern ein Kind nicht. Wenn Regeln uns verändern würden, dann wären wir die heiligsten Menschen. Wir haben alle viele Regeln bekommen. Wenn Regeln funktionieren würden, dann hätte Jesus nicht auf die Erde kommen und für unsere Sünden am Kreuz sterben. Es braucht mehr, um ein Herz zu verändern. Es braucht das Wirken von Jesus. Deine Kinder brauchen Jesus. Und noch mehr als das, du selber brauchst Jesus, dass er dein Herz verändern tut. Der John Ortberg hat das so gut geschrieben in seinem Buch «Das Leben, nach dem du dich sehnst». Er schrieb, wenn ich nachts zu meinen schlafenden Kindern ins Zimmer schleiche, dann denke ich daran, was für ein Vater ich gerne wäre. Ich würde sie gerne zum Lachen bringen, bis ihnen die Tränen kommen. Ich würde gerne erleben, dass die Bücher, die ich ihnen vorlese, zum Leben erwachen. Ich wünschte mir ruhige, herzerwärmende Gespräche mit ihnen vor dem Einschlafen. Aber ich habe sie, um die Wahrheit zu sagen, ganz einfach angebrüllt, weil ich groß bin und sie klein und ich ungestraft davonkomme. Und dann sah ich die Verletzung und Verwirrung in ihren Augen und wusste, dass ich ihnen eine winzige Wunde im Herzen geschlagen habe. In diesem Augenblick wünschte ich mir, dass ich die letzten 60 Sekunden ungeschehen machen könnte. Hey, wenn du spürst, dass du eine Herzensveränderung brauchst in deinem Leben, was kannst du denn tun? Ich glaube, das Erste, was wir tun können, ist das Eingeständnis, hey, ich bin nicht so anders als meine Kinder. Da gibt es Unterschiede zwischen mir und meinen Kindern, aber die Ähnlichkeit von uns zwei und von unseren Herzen ist viel grösser. Nicht nur sie sind dickköpfig und stur und rebellisch und egoistisch und undankbar und verletzend, sondern wir genauso, als Eltern, als Verantwortliche, als Leiter. Vielleicht hast du deine Kinder kontrolliert und merkst, hey, ich schaffe es nicht aus mir selber. Vielleicht hast du deine Kinder überfordert mit dem, was du ihnen zugemutet hast und ihnen nicht Grenzen gesetzt, die sie brauchen. Aber in diesem Moment, hey, du kannst Jesus um Vergebung bitten. Jesus vergibt alles. Alle Sünden, alles Scheitern, alles Fehlen vergibt er gern. Das ist das Erste, Jesus vergibt uns, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns das eingestehen. Und das Zweite, es braucht eine Herzensveränderung. Du darfst Jesus bitten, dass er dir das gibt, an Liebe, an Kraft, an Geduld, wo du brauchst, um deine Kinder zu ziehen. Vielleicht ist es das, dass du dich bei deinen Kindern entschuldigst. Dass du ihnen sagst, hey, es tut mir so leid, dass ich euch ungerecht, rechthaberisch behandelt habe. Ich habe euch gern, egal was ihr macht, ich werde euch immer gern haben. Könnt ihr mir vergeben? Oder vielleicht ist es an dem Tag auch daran, dass du deine Eltern vergisst und sie loslässt. Vielleicht gerade, weil dir bewusst wird in dieser Predigt, dass sie auch an ihre Grenzen gekommen sind. Dass sie nicht fähig sind, dich zu verändern. Dass sie Jesus brauchen und dass du Jesus brauchst. Dass sie vielleicht keine Vorbilder hatten, die ihnen diese Liebe und Wertschätzung auch gegeben haben. Und hey, Gott sagt dir, hey, du hast einen Vater im Himmel, der dich versorgt. Du hast einen Vater im Himmel, der dir Grenzen gibt, der dich erzieht, weil er dich liebt, der das Beste für dich wird und der dir immer wird vergeben.
Und wenn du Jesus noch nicht eingeladen hast in dein Leben, wenn du die Veränderung vom Herz noch nicht kennst, dann möchte ich dir heute an diesem Tag die Möglichkeit geben, dass du mit Gott kannst reden, dass du Jesus kannst in dein Leben einladen. Ich habe ein Gebet, ein kurzes Gebet, das ich dir gerne zeigen würde. Und in diesem Gebet, wo du in wenigen Sätzen einfach Jesus kannst einladen in dein Leben. Da hat es nichts Magisches an diesen Worten. Aber ich möchte dir wie eine Hilfe geben, wie du kannst mit Gott reden kannst. Du kannst sagen, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche Vergebung, ich brauche Veränderung. Ich möchte, dass du mein Herr bist, dass du mir Gnade schenkst und all das, was ich brauche in dieser Verantwortung, in der ich drin stehe. Und wenn du Jesus möchtest einladen, dann bitte ich dich jetzt, tu doch mit mir mitlesen, das Gebet. Und wenn du es in deinem Herzen aufrichtig das meinst, dann wird Gott dein Gebet erhören. Wir wollen miteinander beten. Jesus, mir ist bewusst worden, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe und dass ich getrennt bin von dir. Bitte vergib mir meine Sünde. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Komm in mein Leben und verändere du mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Amen. Hey, wenn du das Gebet gebetet hast, ich möchte dich ganz, ganz herzlich gratulieren. Es ist ein mutiger Schritt, aber es ist ein Schritt, wo Gott belohnen wird. Ich kenne niemanden, der das Gebet gebetet hat und nicht erlebt hat, wie Gott sein Leben verändert, wie er voller Freude wird und merkt, hey, ich habe jetzt einen Vater im Himmel, der für mich sorgt und der mich liebt. Unten auf der Homepage hat es einen Link, wo du dich bei uns melden kannst. Wir würden so gerne für dich beten, dass du das Leben mit Gott so richtig kannst erleben und die Beziehung zu Gott kannst vertiefen. Füll doch das Formular aus, darfst es uns schicken und wir werden uns einmal bei dir melden. Wir möchten dir einfach Schritte zeigen, wie du den Gott, den Vater im Himmel, noch besser kannst kennenlernen. Und allen, die zugelassen haben, ich möchte dir Mut machen, dass du ein Repräsentant Gottes kannst sein hier auf dieser Erde. Vielleicht mit deinen Kindern, dass du ein Repräsentant für sie kannst sein, damit sie das Vaterherz Gottes so richtig kennenlernen können. Vielleicht dort, wo du am Wirken bist in unserer Kirche, im Kigo oder in der RR oder bei Uptown, bei unseren Jugendlichen, wo immer dass du, vielleicht hast du eine leitische Kleingruppe, wo du sagst, hey, ich möchte einen guten Einfluss haben auf Menschen. Wir sagen dem, dass du einen Unterschied machen kannst für Menschen. Und vielleicht hast du gemerkt, beim Zuhören von dieser Predigt, hey, Gott ruft mich, dass ich einen Unterschied mache. Gott ruft mich, um ein Repräsentant zu sein von ihm. Und dann möchte ich dir sagen, lass den Moment von der Berufung, lass den Moment vom Glauben, wo du merkst, hey, mein Leben kommt Bedeutung über, weil ich etwas bewegen kann für Gott und weil Gott etwas möchte bewegen in meinem Herz. Lass den Moment nicht vorbeigehen. Ich möchte dich bitten, such das Gespräch mit Freunden von dir aus der Kirche. Such das Gespräch mit deinem Kleingruppenleiter oder deinem Teamleiter. Oder darfst auf uns Pastoren zukommen. Wir möchten dir helfen, dass du einen Unterschied machen kannst. Wir möchten dir helfen, dass du so ein Repräsentant von Gott kannst sein. Zu einem Vater im Glauben, zu einer Mami im Glauben werden für Menschen, die deine Hilfe brauchen. Und so wünsche ich dir Gottes reichen Segen. Ich wünsche dir eine starke Woche und dass deine Familie und dass auch unsere Familie, unsere Kirchenfamilie wirklich an Bestform erleben. Tschüss miteinander. Wow, was für eine starke Botschaft. Schon eine geniale Idee, was Gott gehabt hat mit der Familie, mit dieser Institution, wie unser Leben im engsten Sinn so geregelt wird. Wenn du dich heute entschieden hast, ja, ich möchte mit Jesus leben, es würde uns so freuen, du würdest uns das wissen lassen, dass wir für dich beten können und dass wir uns einfach auch einmal bei dir melden können. Du findest auf der Webseite unter einem Player ein Formular, das Connect heisst. Auch auf YouTube findest du es unten dran in der Beschreibung. Hey, bitte melde dich bei uns, damit wir dich kontaktieren können. Heute ist das letzte Mal so aus dem Studio die Predigt zu euch gekommen. Du wirst weiterhin
Predigten online finden. Wir werden wieder einen Livestream haben aus dem Gottesdienst und dann ein bisschen später wirst du auch die Aufzeichnungen im Videocast finden. Und wie gesagt, nach der Sommerferien sind wir hoffentlich mit einer Top-Qualität wieder am Start und können das dann nachher so weiterziehen. Ich wünsche euch Gottes Segen, habt eine gute Woche und für alle, die in die Ferien gehen, ganz schöne Sommerferien. Tschüss zusammen.